Freunde, stellt euch vor, ihr wollt diesen Sommer in den Urlaub fliegen. Ihr geht auf die Lufthansa-Website, sucht euren Flug und der ist plötzlich viel teurer als erwartet. Oder er existiert gar nicht mehr. Denn Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat intern ein Krisenprogramm ausgerufen. Bis zu 40 Flugzeuge könnten dauerhaft am Boden bleiben. Ticketpreise werden steigen. Und Spohr sagte selbst ohne Beschönigung, die Folgen des Iran-Kriegs sind größer, als wir erwartet hatten. Das ist kein abstrakter Wirtschaftsbericht. Das betrifft jeden, der in diesem Sommer fliegen will. Jeden Pendler, der geschäftlich fliegt. Jeden Touristen, der seinen Sommerurlaub gebucht hat. Und es zeigt, wie tief der Iran-Krieg ein Konflikt, zu dem Deutschland nicht befragt wurde, denn niemand hier wollte bereits in den deutschen Alltag eingedrungen ist. An der Zapfsäule. In der Heizkostenabrechnung. Und jetzt am Flugticket. Bleibt dran, das ist die Geschichte hinter der Meldung, was Lufthansa wirklich plant und warum es euch trifft. Carsten Spohr, Chef des Lufthansa-Konzerns, hat auf einer internen Mitarbeiterversammlung ein zweistufiges Krisenprogramm vorgestellt. Stufe 1, vorerst 20 Flugzeuge am Boden lassen. Das entspricht einer Reduzierung der Sitzplatzkapazität um 2,5%. Klingt wenig, aber das sind tausende gestrichene Sitzplätze auf Hunderten von Flügen. Stufe 2. Falls die Lage sich weiter verschlechtert, können sogar 40 Flugzeuge stillgelegt werden, 5% der gesamten Kapazität. Warum? Weil die Kerosinpreise durch den Iran-Krieg explodiert sind. Lufthansa hat seinen Treibstoffbedarf zu 80% gegen Preisschwankungen abgesichert. Das ist branchenüblich. Aber die verbleibenden 20% werden zu aktuellen Marktpreisen eingekauft. Und die aktuellen Marktpreise sind brutal. Allein für diese unabgesicherte Treibstoffmenge entstehen Mehrkosten von 1,5 Milliarden Euro. 1,5 Milliarden Euro. Zusatzkosten für Kerosin. Das teurer wurde, weil zwei Länder einen Krieg begonnen haben, ohne Europa zu fragen. Und die Konsequenz ist klar. Diese Kosten müssen irgendwo hin. An die Passagiere definitiv. Spohr sagte es direkt. Lufthansa komme nicht umhin, die Ticketpreise zu erhöhen. Das wiederum werde sich auf die Nachfrage auswirken. Es werden weniger Menschen reisen. Das ist die Dominokette, die vom Nahen Osten bis zu eurem Sommerurlaub reicht. Aber beachtet auch, was das für Lufthansa-Mitarbeiter bedeutet. Wenn weniger Flugzeuge fliegen, werden weniger Crewmitglieder, weniger Bodenpersonal, weniger Techniker gebraucht. Kurzarbeit könnte ein Thema werden, genau wie nach Corona. Lufthansa hat damals Zehntausende Mitarbeiter entlassen oder in Kurzarbeit geschickt. Der Konzern hat sich mühsam erholt. Jetzt droht ein erneuter Dämpfer nicht wegen eines Virus, sondern wegen eines Krieges am anderen Ende der Welt. Die betroffenen Mitarbeiter werden das durch keine politische Erklärung der Bundesregierung ausgeglichen bekommen. Das ist die menschliche Dimension hinter der Schlagzeile. Welche Strecken und Flugzeuge betroffen sind? Betroffen seien vor allem ältere Flugzeuge, die wegen ihres hohen Treibstoffbedarfs ohnehin kurz vor der Ausmusterung stehen. Diese Maschinen wurden bisher noch geflogen, weil es sich wirtschaftlich gerade noch lohnte. Jetzt lohnt es sich nicht mehr. Die gestiegenen Kerosinkosten kippen die Kalkulation. Bei den Strecken sollen ertragsschwache Verbindungen in Europa auf den Prüfstand gestellt werden, genau die Flüge, die viele Deutsche für Geschäftsreisen oder Kurzurlaube nutzen. Gleichzeitig will Lufthansa die frei werdenden Maschinen für rentablere Strecken nutzen. Mehr Flüge nach Indien, mehr Flüge ins Mittelmeer. Über den Sommer sollen das rund 1600 zusätzliche Abflüge von den Drehkreuzen Frankfurt, München, Zürich, Wien und Brüssel sein. Das bedeutet hier am Klartext, wer einen Kurzstreckentrip innerhalb Europas plant, wird teurer zahlen oder keinen Platz finden. Wer in den Mittelmeerraum will, hat etwas mehr Auswahl, aber ebenfalls zu höheren Preisen. Wie es so weit kommen konnte, die Eskalationskette? Um zu verstehen, warum ausgerechnet jetzt Lufthansa-Jets am Boden stehen, muss man die Eskalationskette der letzten 5 Wochen nachvollziehen. Am 28. Februar begannen die USA und Israel ihren Angriff auf den Iran. Innerhalb von Stunden reagierten die globalen Ölmärkte nicht, weil sofort Lieferungen ausfielen, sondern weil Händler das Risiko einpreisten. Der Preis sprang von 72 auf über $84 pro Barrel, ein Plus von fast 17% in wenigen Tagen. Für Lufthansa bedeutete das, der Treibstoffpreis, mit dem man in die Saison gestartet war, stimmte nicht mehr. Die Kalkulation des Jahres war hinfällig, die Preisabsicherung war partiell und die Mehrkosten stiegen von Tag zu Tag.
Dann begann die Straße von Hormuz sich zu schließen. Nicht vollständig, aber teilweise. Einzelne Tanker wurden angegriffen, andere wurden von iranischen Revolutionsgarden zur Umkehr gezwungen. Logistikkonzerne wie Maersk begannen, ihre Routen um Afrika umzuleiten, tausende Kilometer länger. Wochen mehr Fahrzeit. Das kostet Zeit, das kostet Geld. Und das kostet Kerosin, weil längere Wege mehr Treibstoff bedeuten. Flugzeuge fliegen Umwege um Kriegsgebiete. Fluggesellschaften meiden iranischen Luftraum. Jede Umleitung kostet extra Kerosin. Das sind keine einzelnen Cents. Das summiert sich zu Millionenbeträgen für jede große Airline jeden Monat. Bis Mitte März hatte sich der Brent-Ölpreis auf über $120 katapultiert. Jetzt steht er bei rund $100 nach zwischenzeitlichen Rückgängen durch Hoffnungen auf einen Deal. Aber $100 ist immer noch deutlich mehr als die $72 vor dem Krieg. Und die Nervosität bleibt, weil Trumps Ultimatum am 6. April ausläuft. Weil das Pentagon 10.000 weitere Soldaten in die Region verlegt, weil niemand weiß, was nächste Woche passiert. In diesem Umfeld kalkuliert Lufthansa. In diesem Umfeld schreibt Spor 1 5 Milliarden Euro Mehrkosten. In diesem Umfeld stehen Flugzeuge auf dem Boden, die am normalen Betrieb fliegen würden. Was das über die Struktur der deutschen Wirtschaft sagt. Und jetzt der strukturelle Befund, der über Lufthansa hinausgeht. Deutschland ist eine der am stärksten exportabhängigen Volkswirtschaften der Welt. Autos, Maschinen, Chemie, diese Industrien brauchen Energie und funktionierende Lieferketten. Beides ist gerade unter Druck, gleichzeitig und gemeinsam. Der Iran-Krieg hat nicht nur die Ölpreise erhöht, er hat Lieferketten gestört. Maersk und Hapag-Lloyd, zwei der größten Reedereien mit starken deutschen Verbindungen, leiten ihre Schiffe um Afrika um. Das kostet bis zu 20% mehr. Diese Kosten landen beim deutschen Mittelstand, der Waren importiert und exportiert. Und der Mittelstand gibt sie weiter an Verbraucher, an euch. Jedes Produkt, das länger auf dem Schiff war, kostet mehr. Jede Maschine, die später ankam, hat Lieferverzögerungen verursacht. Jeder Lieferverzug hat Aufträge gekostet. Das ist die unsichtbare Wirtschaftskonsequenz dieses Krieges, die in keiner Tageszeitung auf Seite 1 steht. Die Inflationsrate von 2,7%, die heute gemeldet wurde, ist nicht nur eine abstrakte Zahl. Sie ist das erste Echo einer Preiswelle, die noch gar nicht vollständig angekommen ist. Die Unternehmen, die laut IFO ihre Preise erhöhen wollen, haben das noch nicht getan. Die gestiegenen Frachtkosten sind noch nicht überall in den Supermarktpreisen abgebildet. Die höheren Kerosinkosten sind noch nicht vollständig in den Flugtickets eingepreist. Das kommt noch im April, im Mai, im Sommer. Und die Menschen, die jetzt schon sagen, ich kann mir das nicht leisten, die werden es am Sommer noch deutlicher spüren. Was die Regierung tut und was sie nicht tut. Und wie reagiert die Bundesregierung? Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat zwar bereits vor weiterer Treibstoffknappheit gewarnt und eine kartellrechtliche Prüfung der Preissprünge angekündigt, das ist gut. Aber eine Ankündigung einer Prüfung ist noch keine Entlastung. Der Bundestag hat außerdem beschlossen, dass Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich erhöhen dürfen. Das ist die große parlamentarische Reaktion auf eine Preissteigerung von 52% in 10 Tagen. Einmal täglich. Lufthansa streicht Jets. Die Inflation steigt auf 2,7%. Und die Bundesregierung regelt, wie oft Tankstellen ihre Preistafeln wechseln dürfen. Das Tankstellengesetz ist kein Sparpaket für Verbraucher. Es ist eine Bürokratiemaßnahme, die den Schmerz etwas verzögert, aber nicht beseitigt. 80% der Deutschen sagen laut aktuellem Politbarometer, die Regierung tue zu wenig gegen steigende Energiepreise. Sie haben recht. Nicht, weil Merz böswillig wäre, sondern weil eine Regierung mit einem 1,30 Milliarden Euro Haushaltsloch, internem Koalitionsstreit zwischen Söder und Klingbeil und einem Kanzler, der von Trump öffentlich beim Vornamen kritisiert wird, schlicht keinen großen Handlungsspielraum hat. Merz selbst sagt, wir können nicht jede Preisentwicklung durch steuerliche Maßnahmen ausgleichen. Das ist ehrlich. Aber ehrlich sein entlastet euch nicht. Das macht die Situation für euch nicht leichter. Das Benzin bleibt teuer, das Ticket bleibt teuer, die Inflation bleibt hoch. Was hätte früher besser gemacht werden können? 3 Antworten, nicht um Merz zu schaden, sondern damit Deutschland in der nächsten Krise besser vorbereitet ist. Denn diese Krise wird nicht die letzte sein. Erstens, mehr strategische Energiereserven. Deutschland hat nach dem Ukraine-Schock die Gasspeicher aufgefüllt und das hat geholfen. Bei Ölreserven und Kerosin gibt es noch Spielraum. Wer früher auf höhere Reserven gesetzt hätte, könnte jetzt günstiger aus dem staatlichen Lager kaufen, statt auf dem Spotmarkt zu $100 pro Barrel. Das ist keine Klimapolitik, das ist Krisenvorsorge. Und Krisenvorsorge war nach dem Ukraine-Schock plötzlich wieder populär, bis man sie vergessen hat. Zweitens, schnellere Reaktion bei der Energiesteuer. Der ADAC hat eine temporäre Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoff gefordert. 15 Cent pro Liter Entlastung wären möglich. Das wäre auch für Kerosin relevant, weil weniger Steuerlast niedrigere Endpreise bedeutet. Noch passiert es nicht. Noch debattiert Berlin. Noch streiten Söder und Klingbeil. Währenddessen zahlt ihr mehr. Jeden Tag. An der ZAP
Zapfsäule im Ticketpreis. Drittens, europäische Koordination. Griechenland hat eine Gewinndeckelung für Raffinerien beschlossen. Portugal hat Maßnahmen gegen überhöhte Treibstoffmargen ergriffen. Deutschland debattiert noch darüber, ob eine Übergewinnsteuer überhaupt sinnvoll ist. Eine koordinierte europäische Reaktion auf die Energiepreiskrise würde mehr bewirken als 17 verschiedene nationale Einzellösungen. Europa hat 450 Millionen Verbraucher. Wenn es gemeinsam auftritt, hat es Verhandlungsmacht. Wenn jedes Land einzeln schaut, verliert es diese Macht. Was das für euren Sommer bedeutet konkret? Erstens, Flugtickets werden teurer. Lufthansa hat bereits angekündigt, die Preiserhöhungen an Passagiere weiterzugeben. Wie viel teurer, hängt davon ab, ob und wann der Irankrieg endet. Wenn das Ultimatum am 6. April zu einer Eskalation führt und der Ölpreis wieder auf $120 klettert, wird es deutlich teurer. Wenn ein Deal zustande kommt, werden die Erhöhungen moderater sein. Zweitens, einige europäische Strecken könnten gestrichen werden oder deutlich weniger häufig angeboten werden. Wer flexibel buchen kann, sollte das früh tun, vor dem 6. April. Wer auf bestimmte Verbindungen angewiesen ist, sollte jetzt Alternativen prüfen und notfalls Züge oder andere Verkehrsmittel einplanen. Drittens, die Gesamtkosten des Urlaubs steigen nicht nur das Flugticket, sondern auch Benzin für die Anfahrt, Hotelkosten, die durch höhere Betriebskosten der Häuser steigen und Restaurantpreise, die die gestiegenen Lieferkosten weitergeben. Wer diesen Sommer verreisen will, sollte mehr Budget einplanen als in den Vorjahren. Viertens, langfristig könnte Deutschland weniger gut vernetzt sein. Wenn Lufthansa Strecken streicht und Kapazitäten reduziert, dann kostet das nicht nur Urlaubsreisende, es kostet Geschäftsreisende. Es kostet Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zu Kunden schicken. Es kostet die wirtschaftliche Vernetzung Deutschlands mit der Welt. Das ist kein Pessimismus. Das ist die nüchterne Beschreibung der Konsequenzen eines Krieges, den Deutschland nicht will und nicht führt und für den es trotzdem bezahlt. Nicht mit Soldaten, sondern mit Geld. Mit Kaufkraft, mit Lebensqualität, mit gestrichenen Flügen und höheren Tickets. Und noch eines. Die Lufthansa ist ein Symbol. Sie ist Deutschlands bekanntestes Unternehmen in der Welt. Wenn Lufthansa-Jets am Boden stehen, sieht die Welt, wie der Irankrieg Deutschland trifft. Nicht als Nachricht aus der Ferne, sondern als höhere Rechnung, als gestrichener Flug, als teureres Ticket. Lufthansa lässt 40 Jets am Boden, die Inflation steigt auf 2,7%, die Zapfsäulen zeigen noch immer über 2 Euro und der Irankrieg dauert an. Das ist die Realität des April 2026 Zoll Deutschland. Bleibt wachsam, bleibt informiert, teilt diese Analyse, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.